mich dazu gebracht hast. Also, was meinst du? Wir laufen als Kaiser verkleidet in der Kilome. Daddy. Kaspar. Halt Kaspar. Aber glaubst du nicht, dass wir es wenigstens ein bisschen übertreiben? Ja, aber Balthasar. Balthasar. Ja sicher, du bist doch der Balthasar. Weißt du, jetzt können wir doch ein Projekt zusammen machen. Wir als Weise suchen den Stern. Hey, das ist mega cool. Das ist voll die Einstimmung für Weihnachten. Okay. Aber es sind einfach 3 Weisen. Wir sind noch das zweite. Wo ist der dritte? Ernsthaft? Eine Prinzessin mit Sonnenbrille. Es sieht doch schön aus, findest du nicht? Naja, ernsthaft? Eben muss ja ein bisschen Stil haben. Okay. Aber dann gehen wir mal weiter. Suchen den Stern. Hallo, Ja. wer sind ihr? Hallo. Was macht ihr da? Wir sind die 3 Weisen, also die 2 Weisen und die stylische Prinzessin. Und ja, wir sind auf dem Weg, um einen Stern zu suchen. Aber wer bist du? Hey, ich bin Pastorin von der Gemeinde. Ich bin der Brina. So cool, Hoi, dass Sabrina. ihr heute da sind. Ihr seht aber alle ein bisschen müde aus, oder? Einen Wir haben langen einen langen Weg auf Weg. Suche gehen. Ein langer Weg hinter uns. Wir sind Ah. schon lang auf der Suche. Aber so schön, dass ihr da geschafft. Und du mit dem Prinzessin Sonnenbrille. Also ich weiss, du siehst mega hübsch aus. Wisst ihr was? Das ist mega lustig, weil ich habe heute ein kurzes Predigt vorbereitet über die Weisen. Genau, heute. Über uns? Ja, Ha. genau, heute wollte ich über euch ein bisschen erzählen. Aber wisst ihr was? Jetzt sind ihr selber da. Ich glaube, jetzt könnt ihr selber erzählen. Ja, nein, das wäre uns jetzt nicht ganz so recht. Schon. Erzähl doch mal, was du vorbereitet hast. Und vielleicht können wir dann noch ergänzen, wenn es noch etwas gibt, wo nicht bei Google gestanden ist. Oh, okay. Hoffentlich erzähle ich nicht falsch. Okay, ich probiere es. Ich kann es erzählen und ihr könnt mir sagen, ob ich es richtig korrekt weiß oder nicht. Wenn ihr ein bisschen, irgendwo einen Platz findet, Kein Problem. Wir sitzen hier am etwas Boden. trinken, auf dem Boden, das ist super. Also, ich habe über die Weisen in der Bibel gehört. Kennen die auch die hier? Kennen die, wer die sind? Wissen die, von wo sie kommen? Genau. Einer hat gesagt, aus dem Iran. Hey, soll ich euch ein paar... Eigentlich, das ist schon... Eigentlich ist es wahr. Ich erzähle euch ein paar Fakten über die Weisen. Das stimmt, die sind von der Osten gekommen, von der damaligen Mesopotamien. Kann ich das nächste Bild zeigen? Da war der Mesopotamien oder Persien oder heutige Tag Iran. Ein kleiner Teil von dem ist Iran. So, stell dir vor, sie haben einen alten Weg bis zum Israel gehen. Da. Okay, ich sehe es. Wisst ihr, wo der Israel ist? Die haben einen langen Weg auf sich genommen. Das Nachbarland von Ägypten, genau. Sie sind irgendwo von der Persien reisen, ganzen Weg auf Israel, und die wollten den Stern suchen. Sie, die Weisen, ich weiss über euch, ihr seid mega schlau. Weil als Kind am meisten von den Weisen sind im Palast aufgewachsen, haben ihr gewusst. All die Weisen dürfen viel lernen. Wer lernt gern? Wer geht gerne in die Schule und lernt? Das paar von da, hey, cool. Die Weisen müssen Mathematik lernen, Geschichte, Theologie, Wirtschaft, sie müssen Politik lernen und noch viel mehr. Sie haben alles wirklich gewusst. Und wisst ihr,
Sie sind Berater gewesen von den Königen, von den Politikern. Sie haben mega hohe Stellen. Bist du auch ein Berater von den König? Ja, klar. Bei uns sagen wir nicht Berater, das heisst Consultant. Entschuldigung. Consultant. Ja, klar. Und habt ihr sogar gewusst, es gibt nochmal eine Weise in dem Alten Testament. Und ich bin mir 100% sicher, ich kenne ihn sicher. 100%. Er war ein Weise. Nicht nur ein Weise, sondern er war ein Anführer von all den Weisen in dem Palast. Ich gebe euch einen Tipp und ich schaue, ob ich seinen Namen sagen kann. Er hat die ganze Nacht mit Loje muss er schlafen. Der Daniel! Well done! So gut! Der Daniel ist eigentlich einer der Weisen gewesen. Habt ihr gewusst? Und er ist auch mit den Weisen aufgewachsen. Und irgendwann ist er der Leiter, Führer, der Chef von allen Weisen geworden. Daniel 2, 48. Und jetzt kommen die 3 Weisen da. Und wisst ihr was? Die Bibel erzählt über sie. Wir wissen ein bisschen von euch. Vor 2000 Jahren. Okay. Weißt du, was die Bibel sagt? In Matthäus, darf ich die Vers haben? Dass wenn Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herods, siehe da kommen Weise aus dem Morgental nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihm anzubeten. Das ist mega cool, weil die Weisen, ihr habt Gott gekannt, ihr habt sogar die Juden gekannt, sind nicht gekommen, um den König von Arabien oder den König von der Persien zu suchen. Wer haben sie gesucht? Saraya? Genau! Nein, nicht der alte, sondern der neue König der Juden. Und die haben Gott gekannt. Und weißt, sie sind nicht nur gekommen, ihn anschauen, sondern was haben wollen machen? Anbeten. Wow, das sagt uns, sie haben über Jesus gewusst. Sie haben gewusst, dass Jesus wird der Messias. Sie haben gewusst, dass Jesus ist König. Und sind gekommen ins Anbeten. Das heisst, sehr wahrscheinlich haben sie das Buch von Daniel sehr gut gelernt. Sie durften das Buch von Daniel lesen und haben mega gut gewusst, dass es gibt einen König. Und sind Zeichen, was wäre sind Zeichen gewesen? Sag nicht, ich will schauen, ob die Kinder wissen, wie haben sie Jesus finden? Ein Stern von der Bethlehem. Das ist, also ein Stern war ihr Zeichen gewesen. Okay. Der Stern ist vorgegangen. Okay. Meint ihr, wir können heute einen Stern finden? Sollen wir suchen? Also, schaut um. Schaut, ob wir einen Stern sehen können. Auf ein Bild! Das ist das der Stern? Das ist nicht. Okay, schauen wir ein bisschen mehr. Seht ihr noch einen Stern? Wo? Da! Bei dem Weihnachtsbaum. Ruben. Sorry. Kaspar. Entschuldigung. Kaspar, ist da der Stern? Nein. Auch nicht? Nein. Okay, schaut, seht noch mal eins. Der ist sicher der Stern. Die da. Ja. Ja, da ist der Stern. Nein, Sabrina. Aber wisst ihr was? Wenn wir den Stern sehen, dann wissen wir ganz genau, dass es der Stern ist, der uns zum Messias bringt. So steht es geschrieben. Der ist so hell. Und der ist so groß. Und der ist mega stylisch. Und wenn ihr ihn seht, dann wisst ihr, dass es der Stern ist. Okay.
okay. Er ist stylisch, er ist gross, er ist mega hübsch. Schau mal um, sehen wir so einen stylisch grossen Stern? Ah, ja, da bin ich. Ich bin der Dort ist er. Ich bin der Stern von Bethlehem. Schaut mich an. Schaut meine an. Stern, wir hören dich nicht. Ja, klar. Das bin ich. Das Funkgerät geht nicht. Oh, ihr hört, aber ihr seht mich, wenn ihr mich nicht hört. Wow! Du strahlst! Mein Stern. Hast du schon mal so einen schönen Stern gesehen wie mich? Nicht? Yeah. Hey, schaut mich an, schaut mich an. Wow! Ich finde es mega, dass ihr extra für mich die Veranstaltung gemacht habt, um mit mir in meiner Herrlichkeit hineinschwelgen. So cool, dass ihr extra für mich gekommen seid. Danke vielmals. Okay. Schau mal, ganz. Hey, niemand hat so etwas Schönes schon mal gesehen. Du hast richtig gesagt. Und er hat Charakter. Ja. Ja, ja. Stern. Wow, du siehst wirklich umwerfend aus. Strahlend, so schön. So cool, dass du da bist, dass du uns besucht hast. Ja, das ist klar. Ist ja schön, Sabrina, dass ihr endlich auf die Idee gekommen seid, mal so etwas zu machen. Ich meine, ich habe so lange gewartet, jetzt endlich haben sie es erlebt. Ich bin der Star, ich bin der daher muss kommen. Ich, der Star. Wegen mir sind ihr da. Hey, danke vielmals. Ich meine, wir sind mega happy, dass du da bist. Aber ehrlich gesagt, wir sind nicht alle wegen dir da. Was? Hey, nein, jetzt mach aber einen Punkt. Nein. Haben Sie gehört? Nicht wegen mir. Ich weiss nicht, auf welchem Schiff das Sie fährt, aber ihr seid wegen mir da. Ich weiss das. Du siehst umwerfend aus. Wunderschön. Prachtvoll sogar. Prachtvoll. Aber wir sind alle da wegen etwas viel wichtiger. Wegen jemand. Was? Viel wichtiger. Nein, hey, vergiss es. Ich bin der Star. Begreift es? Der Star, der Stern von Bethlehem. Der Stern, ich bin's. Das kann nicht sein, jemand Wichtigeres. Ja. Kinder sagen ja. Wirklich? Was? Du hast uns zu Jesus. Ich? Wirklich? Also, er war ein Zeichen gesehen, den Weg zu Jesus zeigt, oder? Und könnt ihr kurz Ihnen erzählen, wer ist Jesus? Wer kann sagen, wer Jesus ist? Der Sohn von Gott. Der Sohn von Gott. Wer ist noch Jesus? Er gehört zu der dreieinigen Gott. Also, Er ist ein Gott. Ja, wer ist noch Jesus? Wer weiß noch? er ist halt Sohn von Gott. Er ist ein Gott, ja, genau. Und er ist der König. Er ist unser Retter. Er ist unser Schöpfer. Er ist alles, was wir haben. Die Liebe, die Freude, die Vergebung, der Frieden von dieser Welt. Und du hast deine Rolle wunderschön gespielt. Aber weißt, heute der Fokus liegt wirklich auf Jesus, der gekommen ist. Ja, okay. Ich meine, schaut mich an, so ein Stern wie mir, so ein Star. Das hat man vorher ja noch nie gesehen, aber okay. Ich denke, auch so ein Star wie ich kann die Bühne mit einem anderen teilen. Ist okay, schon gut. Aber ja, ich weiss nicht. Ist das wirklich... Bist du noch enttäuscht? Ich meine, gell, du bist wunderschön. Und du strahlst so schön. Wir lieben dich. Und du hast deine Aufgabe genial gemacht. Ja, aber ich sehe schon. Ich glaube, wenn ich mir das so überlege, dann muss ich wahrscheinlich meinen himmlischen Kollegen sagen, dass sie nicht die Strahlkraft haben, die sie immer gemeint haben. Ja, ich glaube, ich muss diesen Sternen, der Sonne und am Mond sagen, es gibt noch etwas, das mehr leuchtet. Ich habe es bis jetzt eigentlich nicht gedacht. Ich habe immer gedacht, ich bin der Mittelpunkt. Wegen mir sind wir doch da. Wegen mir
Um mich dreht sich alles. Ich habe die Leuchtkraft, aber ich sehe schon, ich muss denen verklickern. Nein, da kommt ein anderer, da ist irgendjemand rum. So, nur so ein kleines Baby, so mit Windeln in der Wiege. Kann man sich nicht vorstellen, aber gut, wenn Sabrina das sagt. Entschuldigung, willst du sie erzählen? Ja, ich glaube, ich gehe jetzt diesen Sternen das erzählen. Es ist ein anderer Sheriff gekommen. Einer, der ein bisschen mehr Macht hat, mehr Strahlkraft. Ja, ist gut. Ich gehe das denen erzählen. Könnt ihr Tschüss sagen? Okay, aber hat mich gleich gefreut. So. Ihr Engel da, komm, weg, weg. Es kommt ein neuer, kommt ein anderer. Einer, der viel mehr strahlt als ihr. Der stellt euch alle in den Schatten, weg da. Komm, gönnt. Ja, komm Jesus, ja, zeig's denen. Wow, danke. Okay, er ist schon dramatisch. Hey, den kann man so lassen. Tipptopp, kann man so auf den Boden lassen. Okay, ist der Stern weg? Ja. Seht ihr noch mehr? Ja. Ich wollte euch etwas kurz erzählen, aber ich wollte ein Gefühl noch mehr verletzen. Ich muss euch erzählen, nicht, dass ihr hört. Okay. Wisst ihr was? So wie der Stern damals geleuchtet hat und hat Jesus bezeugt. Er ist als Zeugnis zu Jesus gekommen. Wisst ihr, heute sind wir die Sterne. Und wir sind gerufen, um Jesus zu bezeugen. So wie damals haben 3 Weisen einen langen Weg auf sich genommen, haben Jesus gesucht. Auch heute gibt es so viele Menschen, die Jesus suchen. Die die Wahrheit suchen, die Licht suchen. Und wir sind heute die Sterne. Wir haben eine Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, die Jesus bekannt zu geben. Wisst ihr wieso? Weil Jesus, wenn er in die Welt gekommen ist, die Welt hat keine Hoffnung gehabt. Die haben nicht gewusst, was wird mit uns passieren. Kein Sinn vom Leben. Und Jesus, er ist eine Hoffnung. Er ist eine Wahrheit. Er ist der Friede. Er ist Vergebung. Er ist ewig Leben. Und er ist gekommen, damit wir nie mehr ein Opfer bringen von Gott, von unserer Sünde. Damit wir ihn erkennen und durch Jesus kann man heute mit Vater reden. Er ist selber Gott, ist auf Erde gekommen. Glaubt ihr an dem, Jesus? Wenn ihr an dem Jesus glaubt, ist unser Auftrag gegeben. Die Bibel sagt, heute sind wir das Licht der Welt. In Matthäus Kapitel 5, darf ich erst den Johannes lesen? Der Johannes ist gekommen, der kam zum Zeugnis, damit er von dem Licht zeuge, auf das alles durch ihn glaubten. Und Matthäus 5 sagt uns, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. So lasst eure Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also, wer ist heute der Stern? Mindestens, hey, come on, ihr habt gut zugelassen. Super, ihr seid die Stern, ich bin die Stern. Wir sind Licht der Welt. Und an wem tun wir strahlen? An uns selber. Du musst selber zeigen. Ich. Wem denn? Jesus. Genau. Hey, super, habt ihr zugelassen. Wisst ihr was? Ich habe ein kleines Geschenk von euch alle. Mit der Hilfe der Christine und Samuel Hofstetter, wir haben Sterne-Gutzli gemacht. Und die Idee von der Gutzli ist, wenn ihr Gutzli esset, dürft ihr euch daran erinnern, hier sind die Sterne. Also, ich gebe an den Micha, darfst verteilen unter den Kindern. Nicht selber essen!
Und von all die Erwachsenen, die da sind, nach dem Gottesdienst, kriegen die auch alle Gutzli. Es gibt genug. Xavier und Margrit haben auch Gutzlis gemacht. So, es langt von allen. Wir haben genug Gutzli. Wir können mit dem Kaffee ein Sterne-Gutzli und Kuchen geniessen. Yay! Es kann viel, sogar 2. Ich glaube Wasser von euch. Aber sollen wir auch etwas mit den Erwachsenen machen? Ja, sollen wir etwas mit ihnen probieren zu machen, dass sie auch ein bisschen involviert sind? Okay, machen wir jetzt etwas. All die Erwachsenen haben ihr Handy da. Ich brauche mein Handy. Keine Ahnung, wo mein Handy ist. Okay. Nehmt alle eure Handy raus. Tut jetzt eure Taschenlampe anschalten und aufheben. Taschenlampe anschalten und aufheben. Kinder, schaut mal um, wie viel Licht hier im Saal ist. Schaut, wie schön. Wow. Wie viel Licht. Hey. Schaut mal um, alle. Ist es nicht schön, wenn in der Dunkelheit dieser Welt darfst du und ich ein Licht sein. Schaut einfach wirklich um. Haltet eure Handy. Das ist das, was die Bibel sagt. Wir sind Licht dieser Welt. Stell dir vor, wenn alles dunkel ist, wenn Menschen so wie der Weise unterwegs sind, Monate, Jahre nach Jesus suchen und sie dürfen so umschauen und das Licht sehen. Wenn du im Dunkeln bist und dein Auge ein kleines Licht sieht, wo geht denn rein? Wo laufst du? Immer da, wo Licht gibt. Lass uns lernen, Licht sein, auf Jesus strahlen. Lass uns so wie genau da sind, strahlen in dieser Welt, auch über jetzt Zeit, auch über heutige Zeit. Wenn ihr heute feiert mit eurer Familie, mit euren Verwandten, wenn ihr heute feiert auf der Straße, mit Kollegen, wenn ihr geht Party machen, vergesst nicht, ihr seid Licht von dieser Welt. Und Freude, Wahrheit, Vergebung, Liebe, ausstrahlen und eure Taten, eure Worte darf Menschen zu Jesus führen. Amen. Wir singen jetzt das Lied Licht dieser Welt. Wow, habt ihr das gut gemacht? Mega stark gesungen. Hey, ich darf euch zum Weihnachten einen Segen zusprechen. Aber bevor wir das machen, kurze Information. Der nächste Gottesdienst, den wir miteinander feiern können im neuen Jahr, ist am 7. Januar 2024. Von dem her darf ich euch jetzt schon allen ein gutes Neues wünschen. Wir sehen uns das nächste Mal im neuen Jahr. Und ich darf euch jetzt zum Ende, bevor wir miteinander noch das letzte Lied singen, ein Weihnachtslied, das ihr sicher alle gut kennt, darf ich euch jetzt noch den Segen zusprechen. Wer möchte, darf gerne dazu aufstehen. Genau. Und zwar geht der folgende Segensspruch so: Im Morgenlicht, so sanft und klar, versammeln wir uns hier Jahr für Jahr. Ein Segen fließe strahlend und weise, Gottes Liebe, die uns stets umkreise. In dieser Stunde der Geburt schenke uns Glaube, Hoffnung und Wurzeln in der Zunft. Möge Jesus Licht uns leiten, auf Pfaden der Liebe in allen Zeiten. Gesegnet sei dieser Morgen so rein, Gottes Liebe möge in unseren Herzen schreien. In der Gemeinschaft, im Lobespreisgesang finden wir Frieden fest und lang. Und so darf ich euch das Segen zusprechen im Namen von unserem Vater, der euch gut gemacht hat. Ich darf euch segnen im Namen vom Sohn, der für uns gestorben und wieder auferstanden ist. Und ich darf euch segnen im Namen vom Heiligen Geist, der Kraft Gottes, die in uns lebt. Amen. Jetzt singen wir noch ein letztes Weihnachtslied miteinander.